Wenn wir für eine paar Wochen für die erste Kehr über das Sujet von einer Covid-Impfung geschwärzt haben, da wusste man noch nicht mit Sicherheit, wenn immer die erste Dosis geben kriegen, aber welche Personen bei der Verteilung vom Impfstoff priorisiert gehen. Die Impfstrategie von der Regierung war dem nur nicht ein nächsten Entwurf, von dem gewusst war, dass an den kommenden Wochen am Ende nach Mist und die Realität angepasst geht. Heute, also mal nicht ein Monat mehr spät, sind wir alle schon so weit, dass die ersten Personen geimpft werden. Aber wir wissen, mit welchen Präkautionen den Impfstoff, den wir im Moment tun, verbunden ist. Wir begrüßen nicht dafür, dass man dieses wichtige Sujet, der bei vielen Leuten mit großer Hoffnung, mehr auch was mit großen Sorgen und Ängsten verbunden ist, heute ein weiterer können herbei diskutieren. Viele Fragen, die am Dezember abgeworfen wurden, konnten zu dem Zeitpunkt noch nicht beantwortet gehen, einfach weil wir es noch nicht wussten, weil verschiedene Sachen noch unklar waren. Unter anderem auch bei der Priorisierung, weil man nicht wusste, wen die einzelnen Impfstoffe überhaupt zugelassen. Wir wissen, dass nicht möglich ist, jeder Rang zum selben Moment Zugang zum Impfstoff zu geben. Verschiedene Personen werden vis-à-vis von anderen Personen Vorrang kriegen. Wir haben eine Situation, an der eine Impfung über Leben und Tod entscheiden kann, als die Entscheidung für eine Priorisierung von verschiedenen Personengruppen über die anderen mit bedeutenden ethischen Fragen verbunden. Bisweilen war just klar, dass Personal aus dem Gesundheitsbereich und Bewohner an den Altersheimen als echt sollen geimpft gehen. Und dann nur höchstwahrscheinlich die vulnerabelste Priorität sollen kriegen. Weil innerhalb von den Personengruppen entschieden wird, wer an sich geimpft wird, ist aber noch nicht klar. Im Kontext von Impfungen an den Altersheimen steht zum Beispiel nicht fest, wer entschieden wird, wen als echt und wen wie spät geimpft wird. Lo gouf Mittwoch an 11 Häuser am Impfen angefangen. Das Häuser goufen anscheinend nur der Vulnerabilität von ihren Bewohnern an ihrer Fähigkeit, just Barrieren anzuhalten, ausgewählt. Wenn die Regierung heute Kriterien von der Vulnerabilität appliziert hat, hier steht ja auch, dass sie definieren, wie eine vulnerable Person ist und wie nicht. Froh von den Kriterien von der Vulnerabilität steht somit am Raum. Und ich hoffe, dass die Regierung als heute noch ein wenig mehr im Detail erklären kann, wie sie halt vorgegangen ist. Genau zu wissen, wer ein Kriterien entschieden wird, ist essentiell für einen transparenten Prozess und das umso mehr, weil sich löserlos rauszukristallisieren scheint, dass ein Reifurnisseuren ihren Impfstoff recht an ein paar Monate auf den Markt bringen können. Aber nicht genug Dosisse von BioNTech, Pfizer, respektive Moderna haben, für am großen Stil impfen zu können. Es werden also Selektion nicht rundherum kommen. Neben der wichtigen Frage von der ethischen Rechtfertigung von der Selektion hatte man wohl eine Reihe praktisch Fragen abgeworfen, ob die nach keine Antwort gab. Da war die Frage zum Beispiel, was geschieht, wenn eine Person eine Invitation für eine Impfung kriegt und nicht geht? Gibt es Personen dann eine neue Invitation kriegen, wenn alle guten die anderen Leute aus dem Land hier kruten, oder können sie sich nach einmal ausschreiben? Wird die Idee von der Invitation überhaupt beibehalten oder wird das System von den Ausschreibungen auf Eigeninitiative, denen Lo am Gesundheitswesen zum Ersatz kommen, bleiben? Eine weiter wichtige Frage, die auch einen großen Einfluss auf die Impfbereitschaft kann haben, ist die, was geschieht, wenn eine Person sich mit einer bestimmten Art von Impfstoff impfen lassen? Bei 3 verschiedenen Typen von Impfstoffen und verschiedensten Produzenten ist es wahrscheinlich, dass Leute einem Produkt mehr trauen wie einem anderen. Werden sich den Impfstoff aussichern können, was bis mehr Produkte im Markt sind, oder werden Kaufverträge mit den verschiedenen Fournisseuren, die von der EU gemacht werden, an die Verteilungsstrategie von der Regierung de Choix ergrenzen? Es ist mehr wie verständlich, dass in einer Situation wie der aktuellen nicht auf Wunsch von allen Einzelnen kann man gehen. Aber gerade weil das Sujet von der Impfung mit so vielen Falschmeldungen an Ängste verbunden ist, also es wichtig, halt von 4 Jahren offen zu kommunizieren, was wird möglich sein und was nicht. Insgesamt ist Transparenz an diesem Dossier von zentraler Wichtigkeit. Vielleicht machen sich Sorgen, dass die neuen Impfstoffe zu sehr auf den Markt kommen, nach finanziellen Aspekten gesundheitlicher Überweihe geben. Headlines wie die, dass nicht mehr Impfstoffe bei BioNTech Pfizer bestellt werden, für das finanzielle Interesse von anderen Firmen zu schützen, verbessern aber die Situation noch nicht. Und noch der Fakt, dass als Regierung einfach sieht, nichts davon zu wissen, steigert Vertrauen und Kompetenz von der Regierung leider nicht. Nimmer, wenn transparent abgelöst wird, wen und wer, wie viel verdient oder eben noch gerade nicht verdient, und ob über die Impfstrategie und das Raisonnement darüber geschwätzt wird, können wir die Leute unbegründeten Ängsten holen und falsche Informationen kontern.
Dafür haben Piraten noch den Marsch an der Chambre und holt die Chambre all die Kontrakte von der EU mit den Pharmakonzernen zu Gesicht kriegt. Für das man selber als Vertreter von den Bürgerinnen und Bürgern ein Bild können machen, wie welcher Kontrakt ausgehandelt wird, für herauszufinden, gouf profitiert oder gouf tatsächlich gut verhandelt. Das ist auch die Aktualität, kann nehmen ein kleiner Schritt, sich für dem Thema Raum zu gehen. Mir geht selbstverständlich nach lang nicht durch. Ich hoffe dafür, dass das Sujet auch weiter hybrid, aber für allem transparent diskutiert wird, weil nur durch Transparenz können wir Vertrauen an die Teamstrategie von der Regierung schaffen. Das ist nicht mehr so.